Hallo zusammen, Manu Outdoor ist Autor. Schön bist du wieder dabei mit Manu Outdoor, schön bist du auf meinem Kanal. In diesem Video geht es ein bisschen, was in den letzten paar Monaten passiert ist, darum und auch, wie es so ein bisschen in der Zukunft aussieht und was mich so ein bisschen beschäftigt auch, was für Sachen ich testen und heute dabei habe. Manu Outdoor ist Autor, schön bist du dabei. Hey, und zum Anfang von dem Video würde ich sagen, wir stoßen doch gerade mal miteinander an auf, ja, was ist es, 3,5 Jahre Manu Outdoor, genau. Also, so wie sich das auch richtig gehört, mit einem Schluck Bier. Ist leider noch ein bisschen warm und es schummert auch recht stark. Aber egal, schön bist du dabei. Manu Outdoor ist Autor. Prost, Skål miteinander. Herrlich. Hey, ich bin momentan in der Ferien im Bleniotal auf 1400 Meter. Und vielleicht hörst du es auch noch im Hintergrund, Kuhglocken. Und der wunderschöne Ausblick. Und ich habe gefunden, ich muss ein Video machen, auch wenn es Ferien sind und ich eigentlich nicht möchte arbeiten, aber ein Video muss einfach sein. Und vor allem auch für euch treue Abonnenten. Es geht mir um euch auch. Dass ihr auch so ein bisschen seht, was ich momentan so mache und dass ihr auch wieder mal ein Video von mir habt. Genau. Ja, die Location, wo ich da bin, ist recht schwer zu toppen. Weil für mich ist das wirklich so ein bisschen Traumferien, die wir jetzt gerade haben, Wanderferien. Wir sind hier in einem Rustico auf 1400 Meter, Tessiner Steinhütte mit so dicken Mauern, Wänden und es ist alles handgemacht, alles handcrafted. Und da zum Sein ist einfach ein absoluter Traum. Ganz allein, rundum hat es kein Mensch oder fast kein, wirklich, ich sehe nirgends irgendwie anders, ab und zu ein Auto, aber es ist wirklich ein Traum zum Dasein und ich genieße es so richtig. Und ich sehe den Ausblick, hinten dran ist noch die grosse Staumauer. Lago di Leussone, da gehen wir auch bald hin. Haben auch vielleicht auch schon ein Video davon gesehen. Es ist wunderschön, es ist ein absoluter Traum mit Feuerstelle. Sehen ihr vielleicht später auch noch. Es ist einfach mega schön und für mich ist es einfach der Place to be, der Ort zum Runterfahren und zum Entspannen. Herrlich. Okay, die schauen mich schon komisch an. Hey, es ist Sonntagabend, bitte, benehmt euch ein bisschen. Sonntagabend und alle fahren umeinander und mit den Quads und so. Und Manu Outdoor macht das Video. Und dann winken wir noch den Leuten, die mit dem Traktor, ich weiss nicht, was die alle machen. Es gibt einen schönen Ausschnitt. Adios. Nein, arrivederci, sagt man. Ich bin eine Stunde aus der Cuxa. Schmeckt das Bier sehr gut, vor allem das. Vom Landi. Hey, es ist gerade ich mache ein Video und im Hintergrund ist gerade mega heiß. Es fahren Quads durch, ein Traktor durch, sonst ist der ganze Tag still. Aber jetzt, am Sonntagabend, müssen wir durchfahren. Egal. Ich mache gleich weiter. Ja, was wollte ich sagen? Einfach ein bisschen erzählen von mir, euch teilhaben an Manu Outdoor, das ist mir wichtig. Ja, wie ihr wisst, Manu Outdoor Videos mache ich ja aus meinem Hobby heraus. Das ist ja ein Hobby von mir. Ich bin ja von Beruf Fotograf und Filmer, aber Manu Outdoor ist ein reines Hobby. Und darum ist für mich auch ganz klar, wenn es im Geschäft oder in der Familie, wenn es mich dort braucht, also ich bin selbstständiger Fotograf, wenn es mich dort braucht, dann gibt es kein Manu Outdoor. Das ist für mich selbstverständlich. Und da gibt es halt leider auch keinen Wald. Aber es gibt immer gute Zeiten oder sage jetzt mal easy Zeiten und es gibt aber harte Zeiten. Und die letzten paar Monate sind bei mir jetzt eher auch so ein bisschen harte oder sagen wir intensive Zeiten gewesen. Und es hat mich einfach gebraucht, nach wie vor übrigens. Braucht es mich an vielen Orten und dann habe ich einfach nicht so Lust für Manu Outdoor Videos zu produzieren, weil es ist eben freiwillig. Ich finde dabei nichts, außer vielleicht mal einen Gegenstand zugeschickt, was ich auch sehr, sehr geil finde. Aber rein monetär, geldtechnisch ist das alles absolut freiwillig. Ein Video produzieren ist ein mega Aufwand, es geht allen YouTubern genau gleich. Vor allem, wenn man nicht einfach GoPro holt und es möchte einschalten, dann ist es ein gewisser Aufwand. Ja. Der Schnitt und alles und Vorbereitung und ja, Nachbearbeitung, Aufladen, alles. Es braucht einfach sicher einen ganzen Arbeitstag, muss man einfach einrechnen. Mit allem drum und dran. Wenn man ganz ehrlich ist, denke ein Arbeitstag kommt nicht an. Ja, wenn es halt nicht drin liegt, dann gibt es halt kein Video. Und wenn ich keinen Bock habe, dann gibt es auch kein Video. Und ich habe jetzt einfach keinen Bock gehabt. Ich finde, das ist ja absolut okay. Es gibt Zeiten, wo mal wenig läuft. Und es gibt auch, ich denke, es geht jedem YouTuber, sage jetzt mal YouTuber genau gleich. Die einen hören auf und die einen machen weiter. Der Saki zum Beispiel hat aufgehört.
andere runterfahren und ich verstehe das komplett auch. Der mediale Konsum hat sich auch jetzt in den letzten 3 Jahren recht stark verändert. Und auch ein bisschen halt eine Überflutung auch mit den Videos und dann ist halt das Video nicht mehr so speziell und es macht dann nicht mehr so Spass, zum einen produzieren für das, dass der Aufwand relativ groß ist und am Schluss ist persönlich, sage jetzt mal, das Plus, das was einem etwas bringt, überwiegt halt nicht, sondern vielleicht auch die negativen Punkte, die jedes Video selbstverständlich auch hat, wenn wir ganz ehrlich sind. Hey, ja, aber ich möchte da überhaupt nicht irgendwie drüber motzen oder so, ganz im Gegenteil. Ich mache in Zukunft hoffentlich nur noch ein Video, wenn ich wirklich darauf Bock habe. Ich glaube, das ist auch das Schönste, wenn ich euch mitnehmen kann und wenn wir zusammen miteinander etwas erleben können. Und das Video halt auch für mich ist und nicht nur für euch. Ich denke, das ist mega, mega wichtig. Manu Outdoor ist Outdoor. Yes. Und ich freue mich richtig, um heute wieder mal ein Video zu machen. Oder auch diese Woche hoffentlich sogar mehrere Videos. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit und ich habe richtig Bock, wieder mal etwas abzudrehen. So, für die, die es noch nicht gemerkt haben, es gibt jetzt ein Labervideo. Ja? Nochmal Prost. Und dem müsst ihr halt euch heute abfinden, sage ich jetzt mal. Ja, lasst uns doch mal ein bisschen erzählen, was so cool ist und was nicht so cool ist. In letzter Zeit so ein bisschen über Produkte, die ich wieder mal möchte zeigen oder vorstellen oder auch ganz neue Sachen. Ich fange doch gerade mit den ganz neuen Sachen an und ich lasse die Katze aus dem Sack. Mit Bushcraft hat es gar nichts zu tun, es hat mit Outdoor nur bedingt zu tun. Aber es interessiert mich. Ich bin ja auch ein Technik-Freak ein Stück weit und ihr habt es vielleicht auch schon gesehen in meinen letzten Videos. Ich habe so Lunchboxen getestet und autarkes Essen getestet und mit Strom und mit Chemie. Und die Serie geht quasi weiter. Bin ich auf einen Hersteller gestoßen auf der Schweiz, wo die smarteste elektrische Lunchbox vertreibt. Sagt die Firma zumindest. Ich habe jetzt im Test bei mir. 1 Kilo schwer, Schweizer Design, CE zertifiziert und FDA und alles. Das haben die anderen Lunchboxen definitiv nicht gehabt, weil es einfach China-Import war. Solides Produkt, das ich muss sagen, und das werde ich jetzt auch hier mal so ein bisschen testen. Genau. Es hat nichts mit Bushcraft zu tun, es hat nichts mit Outdoor zu tun, aber zum Wandern, für Carcamping, für wenn wir arbeiten. Ganz kurz, ich betreibe das Teil bis jetzt nur mit Solarstrom von meinem Solarpanels, wo ich jede Menge Strom habe, Vorrichtstrom. Und ich kann das quasi gratis aufladen mit dem Strom. Und das finde ich geil. USB-C. Aber jetzt ist es fertig. Weil sonst fange ich an, ein Review zu machen und der Review möchte ich eigentlich erst morgen machen. Beim Stausee oben, wäre so angedacht. Es gibt aber noch ganz viele andere spannende Sachen. Also die Titantasse, wo jetzt auch schon seit fast einem Jahr braucht. Die war mal silbrig bei den Deckeln. Und jetzt hat sie schöne Patina dran. Und Titan finde ich eben auch sehr, sehr geil. Plus noch viele andere Gadgets auch. Vielleicht sehen wir in diesem Video später noch ein bisschen mehr. Ein Labervideo heute natürlich. Und ich habe eben mega Bock drauf gehabt. Und ich habe mir überlegt, ja, ich würde eigentlich gerne wieder mal ein Video machen, so ein bisschen über die Gegenstände, die ich richtig, richtig gut finde. Oder jetzt gerade ein Test dabei, das ist ja genau jetzt das Video. Und auch so ein bisschen meine Tipps geben, in aller Kürze, wirklich ganz kurz. Es ist kein Review, es ist nicht irgendwie etwas Hochstehendes, aber so ein bisschen zum zeigen, wie es weitergeht und was ich gerade so ein bisschen am Testen bin. Yakit-Messer haben Sie auch schon bei mir gesehen. Ein schönes Messer mit einem balligen Flachschliff in dieser schönen Kreidegescheide drin. Ist für mich momentan, und das jetzt würde ich sagen seit über einem Jahr, ist es ein absolutes Top-Messer. Ich habe nichts Besseres bis jetzt getestet. Ich habe auch nicht so viel getestet, muss ich sagen. Aber das Yakit-Messer, ich habe ja 2, ist für mich der absolute Knüller. Das ist wirklich top. Mega. Oh, jetzt wird langsam ein bisschen kühl, ein bisschen frisch. Der Bergwind kommt. Yakit würde ich sofort wieder kaufen.
Das eine habe ich ja zur Verfügung bekommen, das nicht, das habe ich selber gekauft. Das ist mein absoluter Geheimtipp für jeden Bushcrafter oder der noch, wo mal ein neues Messer möchte probieren oder mal möchte anfangen. Ist das einfach so ein geiles, gutes Messer, zusammen mit Kydex plus mit Feuerstahl. Da machst du wirklich nichts falsch und ich liebe es absolut. Ich habe nicht so viele Messer, ich habe noch ein paar andere, ich habe noch Brisa-Messer auch, aber das Yakit ist einfach das Messer, das sich jetzt in den letzten 1 bis 2 Jahren bei mir total bewährt hat. Ich sage gerade wieso. Für das, was ich brauche, ist eigentlich ein Candyschliff fast besser, weil ich spalte sehr viel Holz. Ich mache sehr wenig Schnittsachen. Sehr oft einfach Holz spalten, etwas schneiden, etwas irgendwie schon ein bisschen rausschaffen, aber ich bin jetzt nicht der absolute Schnitzer oder so. Das Candy wäre eigentlich ideal für das, weil das Candy einfach super gute Spaltwirkung hat. Aber wenn man kein Spiel dabei hat und muss Betoning machen, ist das Messer einfach doppelt so geil wie ein Candy-Messer. Es ist einfach so. Und zwar hat es mit dem Griff zu tun, mit der Gummierung. Es ist so gut gefedert, dass man betonen kann. Die Hand tut einem nicht weh. Ich habe ein Brisa L-Max Trapper, super gut, ich liebe es, es ist top. Es geht mir einfach immer aus der Lederscheide raus, das ist eine andere Geschichte. Zum Batonieren ist es mit einem Härtegriff macht es einfach keinen Spass. Irgendwie, du spürst es sofort in den Knochen drin und das ist einfach nicht cool. Und das Messer hat sich einfach durchgezogen. Kann ich einfach jetzt aus meiner persönlichen Überzeugung sagen, ohne da irgendwie irgendeinen Rappen dran zu verdienen. Ich verdiene gar nicht dran. Aber das ist einfach ein geiles Messer mit einem balligen Schliff, mit sogar einem V-Edge noch drin. Also vorne hat es schon fast noch ein Candy drin. Aber nur ganz kurz in der sekundären, also der ersten Phase, also da, die ganz vorne. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Absolutes Topmesser und fast unzerstörbar. Das ist mein absolutes Outdoor-Lieblingsmesser. Und ich möchte momentan auch gar nicht anders, möchte auch nicht viele andere Messer probieren, ganz ehrlich. So, weil es einfach ein Top-Messer ist. Ja, sorry, heute ein bisschen unstrukturiert, aber ich finde es geil, es kommt frisch ab der Leber irgendwie und es macht auch hoffentlich ein bisschen Sinn. Absolut top, Savotta-Rucksack, das ist der Jäger M, der Jäckeri. Jäger M, das ist auch mein absoluter Lieblingsrucksack. Den würde ich auch wieder kaufen. Und die sind top. Savotta. Du machst nichts Falsches mit Savotta. Savotta kommt aus Finnland. Yakit kommt aus Schweden. Das sind alles skandinavische Sachen, die ich sehr, sehr geil finde. Die machen halt einfach gute Sachen und sie wissen halt auch wie. Und sehr robust und raue Bedingungen. Und ich wisse genau, was ich meine. Es ist einfach keine Billigware, sondern die eigene Armee braucht das, Savotta braucht die finnische Armee und Yakit braucht diverse Armeen in der Welt. Also das ist, oder auch Polizeibedarf und so weiter. Das ist einfach robust. Aber mir geht es überhaupt nicht um das. Also, mir geht es darum, dass es ein cooles Messer ist, es sieht gut aus, es verhebt einfach, für mich verhebt einfach alles dabei. Yes. Ja, es gibt so viele andere Gegenstände auch noch und Sachen, die richtig geil sind, die super gut sind, wo ich am Testen bin oder am Machen oder am Brauchen bin. Und etwas, wo ich einfach absolut immer empfehlenswert finde, das sehen da unten, ist die Schweizer Armeedecke. Ich glaube, die ist unschlagbar und da muss ich ja gar nicht gross drauf eingehen. Ich kenne die alle und die ist absolut top. Und darum ist sie bei mir in der Feier dabei. Das sind alles Sachen, die ich in die Feier mitgenommen habe, weil ich es möchte brauchen. Mal abgesehen von dem, weil es einfach ein Review darüber wird geben. Und weil ich das noch ein bisschen näher möchte zeigen. Aber sonst sind das alles meine Campingsachen. Ich habe noch ein paar Sachen mehr. Ich habe die Bushbox noch mitgenommen. Ich wollte die gar nicht mitgenommen, die habe ich aus Versehen mitgenommen. Ich habe noch ein Titanblech mitgenommen. Das habe ich aber will. Das zeige ich euch vielleicht im nächsten Video oder später oder morgen oder wie auch immer. Meine Sachen, die ich dabei habe, und das hat sich so bewährt in den letzten Monaten, ja, Monate und Jahren, nicht Wochen. Einfach immer geil sind Pouches. Also, das kennt ihr ja, meine Kochpouch, da muss ich euch auch nicht viel erklären. Die macht richtig Spass und irgendwie so Pet-Rolling, wo man dann mit Salz füllen kann. Oder mit Chili. Ich liebe Chili, ich bin am Chili anbauen. Ja, richtig geil, das macht richtig Spass.
verheben, die ausdauernd sind. Und wer das Manu Auto kennt, der weiss, dass bei mir auch immer die Agava-Sage dabei ist. Das ist die absolute Top-Sage. Also Agava Boreal 21. Das hat absolut nichts mit Werbung oder so zu tun. Das ist schon lange vorbei. Ich habe die vor 3 Jahren oder 2,5 Jahren mal zur Verfügung gestellt bekommen von mountainman.ch. Und ich habe sie eigentlich nicht testen, weil ich habe das ihnen sogar noch geschrieben. Hey, ich habe einen Silky, ich bin happy mit Silky. Ich weiß nicht, was noch besser könnte für mich sein, ganz ehrlich. Aber ich habe sie dann, zum Glück habe ich sie eben gleich zugesagt, dass ich die möchte testen möchte. Amigs bin ich ein bisschen bockig bei solchen Sachen, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Aber das ist wirklich ein absoluter Gewinn, die Sage, und die ist meines Erachtens unschlagbar. Und wenn ihr irgendwie eine gute Sage haben wollt, dann kauft euch eine Agava-Sage und kauft euch nicht in erster Linie Silky. Die sind 100-mal flexibler. Das hier ist ein Sageblatt vom Landi für 5,80 Franken, glaube ich, oder 4,80 oder 3,80 oder whatever ist da drin. Ich habe es noch nie gewechselt. Ich brauche das Sageblatt, Original-Sageblatt. Es wird aber etwas Gleiches sein seit 3 Jahren. Also, und es hält immer noch. Also, ich habe mich vielleicht daran gewöhnt, aber es ist nicht mega stumpf geworden, auf jeden Fall. Und ich habe es wirklich viel gebraucht. Ihr seht es in meinen Videos. Also ich glaube, mit dem macht man gar nicht falsch. Jetzt schmeckt es bei mir schon nach Kaffee, aber ich habe noch gar keinen Kaffee gemacht. Aber Kaffee wäre grundsätzlich gar keine schlechte Idee. Ich glaube, bei mir gibt es nachher noch einen Kaffee. Und dann lasse ich euch auch noch ein bisschen teilhaben. Eben, heute gibt es ein Labervideo, ein bisschen längeres. Aber Manu Auto hat schon lange kein Video mehr gemacht und darum ist das ja voll okay. Yes, so sieht es bei mir momentan aus. Ich würde sagen, jetzt machen wir es noch ein chillig. Vielleicht gibt es noch ein Feuerchen. Dranbleiben mit Manu Auto, schön bist du dabei. Und ich nehme noch einen Schluck Wasser und dann nachher noch einen Kaffee. Also, bis gleich. Hallo zusammen, wie ihr jetzt sicher gesehen habt, es ist mega dunkel geworden. Es ist Abend. Ja, die Sonne geht hier schnell unter im Herbst im Tessin. Und ich mache jetzt hier ein Feuerchen. Und vielleicht gibt es noch einen Kaffee, mal schauen. Aber zuerst muss ich mal das Holz parat machen für ein schönes Feuerchen. Also es ist gewaltig, wie gut dass der Fussel zu brennt und vor allem die Tüchli, die Tumbler-Tüchli, krass, wie ihr es jetzt gerade gesehen habt. Und das gibt dann quasi so wie einen verstärkten Docht und das brennt dann sehr gut. Also, ich würde sagen, ich schalte dann mal ab und geniesse noch ein bisschen Ambiente. Ja, es ist hier mega schöner Sternenhimmel, es ist sternenklar, kann man sagen. Es ist ruhig, abgesehen von Kühen. Und jetzt chill ich da einfach noch ein bisschen, tue noch ein bisschen hängen da draussen. Das ist herrlich. Es ist so ein schöner Sternenhimmel, es ist herrlich. Es ist so schön. Ich tue nachher noch die Milchstrasse und Sternschnuppen beobachten, das mache ich definitiv noch heute Morgen, aber so schön. Ohne Licht, außer da von meinem Feuer, wo jetzt einfach gerade, schade, aber ja, es ist krass, es ist super. So herrlich. Da ein Haus, das Rustico, das noch beleuchtet wird. Mega, mega schön. Ja.